Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Der Zuko hat 17 Jahre. Hat lebt mit seinen Eltern aus seiner Boom in Osaka, in Japan. Hat gerade von der Kyoto University geholt. Seine Eltern haben jahrelang gespürt, für das er auf so einer guten Uni studieren kann. Osaka hat schon lange Probleme mit Überschwemmungen. Mit Wasser dringt diesen Hirsch so weit viel, dass die Masuko seiner Familie das Haus an ihre Boutique überschwemmt wird. Dat Zuko, seine Eltern aus dem Boom, wo kein Daheim mehr, können sich definitiv keine Unisausbildung mehr leisten. Dabei müssen sie sich aber um ihr Boom kümmern. In letzter Zeit huscht sie viel und sie ist schwach. Der Masuko, sein Pop, ist Fischer. Das war das Haupteinkommen von der Familie. Obwohl sein Pop nie etwas gesagt hat der Zuko gemerkt, dass ihn immer mehr enttäuscht vom Fischgang zurückkommt. Fischernetz aus von Tag zu Tag mir eidel gehen. Lochen sie kein Daheim, auch kein Geld mehr. Das Zuko möchte sich sorgen um Zukunft. Den Dario hat 14 Jahre und wohnt mit seiner Familie an einem kleinen Dorf in Guatemala. Seine ganze Familie baut Gemüse und Obst auf ihre Felder an. Den Dario hat die Chance, an die Schule gehen zu können. Eine Chance, die viele Kinder in Guatemala nicht tun. Seit Jahren geht die Landwirtschaft immer mehr schwierig. Es ist oft lang extrem dreschen. Die Wetter ist unberechenbar. Diese Sommer ist es besonders schlimm. Ganz Felder sind verdreschend. An Netzen, als wenn es Wasserknappheiten unmöglich. Ihre kleine Betrieb geht verliert. Den Dario, seine Eltern und seine kleine Schwester Andrea mussten zusammen auf einer Kaffeesplantage arbeiten. Andrea ist recht 8 Jahre alt und darf theoretisch recht ab 14 arbeiten. Aber es gehen immer Schlupflöcher für so Sachen. Andrea und den Dario können nicht mehr an die Schule gehen. Der Lohn ist klein, aber geht auch nicht immer für die Essen durch. Den Dario muss sich sorgen in Zukunft. Den Tarek, 19 Jahre alt, kommt aus Afghanistan. Für ein paar Jahre hat er seine Eltern an einem Kriegsersatz vom amerikanischen Militär verloren. Hier lebt er mit seinen Geschwistern und seiner Tante in Kunduz. Nachts kann er nicht schlafen, weil er immer vom Pfeifen und dann von der Explosion von Bomben erwischt wird. An den letzten Tagen wird er gemerkt, dass die Explosionen immer mehr nahe kommen. Seine Tante und sein größter Bruder probieren ihn zwar zu beruhigen, aber er weiß, dass etwas nicht stimmt. Hier sagt er dann ihren an. Sie haben Angst. Gleich müssen sie herumflüchten und auf einem anderen, unbekannten Platz ihr Leben neu aufbauen. Den Tarek müsste sorgen in Zukunft. Dem Amina sing Mom kommt ursprünglich aus dem Sudan. Sie misst aber den Sudan während dem Urlauchskrieg verlassen. Sie ist nun aus Somalia geflüchtet, wo sie ihren Mann kennengelernt hat. Sie hat eine Kant, eben die Amina. Wenn es Krieg im Handel an europäisch und amerikanische Interventionen und gleichzeitig immenser Hungersnot misst hat mit seinen Eltern flüchten. Wie viel in Europa sind seine 2 Eltern festgehalten. Hat war du recht 11. Seitdem hat er nichts mehr von ihnen hören. Hat er lang weitergegangen. Sein Reis wird heute zu Lützburg abgehalten. Heute ist er illegal zu Lützburg. Hat gehört zu den 30 Somalier, die heute noch Asyl gefragt haben und nicht geholt sind. Hat weiß nicht, was der Lummerteam geschehen wird. Der Mina müsste sich sorgen in Zukunft. Der Zuko, den Dario, den Tarek und der Mina könnten nicht mehr verschiedene groß gesehen. Aber trotzdem haben sie alle etwas gemeinsam. Sie haben Angst. Und sie machen sich Sorgen um ihr eigen und ihrer Familie Zukunft. Das kann nicht sein. Egal von wo Kind kommt, es soll Freiheit tun, sich keine Sorgen machen zu müssen. Kind soll spielen, Fehler machen dürfen, lehren. Das ist ihnen leider nicht gehen. Sie gehören zu den ersten Generationen, die schlimmen Konsequenzen vom Versuch von den reichen Generationen aus Westeuropa und Amerika ausbaden müssen. Und das ist kein Zufall. Der Zuko zum Beispiel ist nur ein
von 275 Millionen Menschen, der in 30-40 Jahren, wenn wir bei einer Erderwärmung von 3 Grad Celsius angekommen sind, flüchten müssen. Und das nimmen, wenn es Überschwemmungen. Neben dem Matsuko seiner Heimat, Osaka, werden mir auch Millionen Städte, Alexandria, Rio de Janeiro und Shanghai komplett überschwemmt gehen. Sein Boom also Lungenkrebs erkrankt. Seit dem Atombombenangriff ist das Risiko für Krebs in Japan immens hoch. Konsequenzen vom nuklearen Krieg sind bekannt und trotzdem meinen Großmächten, sie müssten unermittlich Atombomben bauen. An unseren Nachbarländern sind sie stationiert, aber wir ignorieren das ganz brav. Dass sein Pop immer mehr nach Fisch fängt, ist der systematischen Überfischung zu verdanken. Lo sind 93% vom Fischbekommens schon an ihre Grenze gekommen. Auch der Unglück vom Darius seiner Familie ist kein Zufall. Die Wirte werden viel Männer berechenbar gehen und es werden immer mehr Wirte extremer gehen. Den Umbau von Lebensmitteln wird durch langdrückenden anspruchsvoll und schwer gehen. Es wird dadurch auch ein enormer Mangel an Wasser und Essen gehen. Der Welthunger und dünne Ernährung werden zuholen. Es wird geschah, dass es 2050 um die 200 Millionen Klimaflüchtlinge wird gehen. Das geht heißen, dass all 45. Mensch sein Zuhause nicht mehr, wenn es der Klimakrise verlassen müsst. Die Lebenskonditionen werden global mehr schwer gehen, mit das speziell in Regionen, wo es einen Lohnschockkrieg gibt. Viele neue Konflikte werden, wenn es die Konsequenzen von der Klimakrise ausbrechen, bestehende Konflikte werden sich extrem verschärfen. Auch beim Tarek ist es kein Zufall, dass hier so leid. An der ganzen Welt geht gerade abgerüstet. Der Krieg wird systematisch finanziell unterstützt. Die NATO zwingt praktisch alle Memberstaaten mindestens 2% vom Bruttoinlandsprodukt all Jahr für das Militär auszugeben. Das kann doch nicht zum Frieden führen. Sogar lo, an den sensiblen Zeiten von Corona, möchte der Generalsekretär Druck auf die Membern, sich abzurichten. Gleichzeitig wird ein immenser Waffenhandel betrieben. An den letzten Jahren hat Deutschland den Rüstungsgutexport mehr wie verdoppelt. Den Tarek ist nicht Opfer von einem Accident an seinem Dorf. Den Tarek ist Opfer von einer systematischen Abrüstungspolitik. Was den Tarek noch nicht weiß, ist, dass hier nach neben dem Krieg Konsequenzen vom Klimawandel drohen muss. Militär und Krieger sind einer von den größten CO2-Verursachern, die es gibt. Das amerikanische Militär hat zum Beispiel all Jahr CO2-Emissionen von 59 Millionen Tonnen. Das ist genauso viel wie all die Emissionen von Portugal zusammengerechnet. Der Bilan für die Krieger ist noch mehr drastisch. Allein den afghanischen Krieg, an dem Tarek seine Eltern gestorben sind, hat seit 2001 1,2 Milliarden Tonnen CO2 verursacht. Das ist so viel wie 3-mal die jährlichen Emissionen von Frankreich und einmal die sämtlichen jährlichen Emissionen von den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammengerechnet. Dabei kommt noch, dass während Krieger immens viel Natur zerstört wird. Eine massive Aufholzung und eine größere Luft- und Bodenverschmutzung sind Konsequenz. 1,2 Milliarden CO2 auf 4 Watt. Für Krieg, gegen Terrorismus, gegen Attentate, gegen den Massaker von Menschen. Ist so komisch, oder? Am Kampf gegen den Frieden sterben mehr wie 100.000 Menschen. Dem Tarek sein Alter hat abgegriffen. Dass den Tarek die Folge vom Krieg und gleichzeitig die vom Klimawandel erdrohen muss, ist auch nicht zufällig. Das Schicksal von Amina ist von vielen anderen Beispielen, die das bestätigen. Dem Amina seine Mom, der ja aus dem Sudan kommt, müsste wenn's einem Urlaubskrieg flüchten. Ein Krieg also, an dem es darum geht, einen fossilen Rohstoff zu kreieren. Ein Rohstoff, den Hauptauslöser von der Klimakrise ist. Der Sudan ist nicht das einzige Land, wo es um Urlaub geht. Die meisten modernen Kriege gehen am Anfang um fossile Rohstoffe. Später am Somalia hat seine Mama sein Papi Amina genannt. Und das ist auch kein Zufall. Also Somalia ist das der beliebteste Medienschüssel. Übersetzt bedeutet so viel wie sich sicher fühlen. Das verweist eigentlich schon ganz gut auf die somalische Lage. Das Land gehört zu den unfriedlichsten Ländern auf der Welt. Gleichzeitig ist Somalia von den Ländern, die schon am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Das gilt nicht nur für Somalia, sondern auch für den Irak, Libyen, Syrien und viele andere Länder. Wir zerstören uns selber. Wir bewegen uns an einem Teufelskreis, den all Moment mir ankert.
Wir feiern Krieg, wir morden und wir sterben, nicht mehr für den Zugang, auf Ressourcen zu kriegen, die das Wald zerstören. Auf der anderen Seite verschaffen genau die Kriege die Klimakrise, was zu extremen Drückenden, Überschwemmungen, Hungersnot und Migration führt. Und genau das provoziert dann einen neuen Krieg. Wir müssen aus dem Teufelskreis raus. Aber mit euch selber aufhängen wäre doch gut. Lützeburg muss aufhören, weiter abzurichten und muss aus der NATO raus. So, indem wir lo an die Abrüstung investieren, sollten wir doch lieber an die Prävention von der Klimakrise stärken. Am Platz im Militärflieger für 420 Millionen Euro zu kaufen, kennt Lützeburg die Suchen doch einfach an eine nachhaltige Veränderung in Richtung Emissionsneutralität stärken. Oder am Platz 170 Millionen Euro für Satelliten auszugeben. Ah nee, da haben sie sich ja verrascht, pardon. Ich meine natürlich 350 Millionen Euro für Satelliten auszugeben. Können die Suchen ein Sozialprojekt stärken. Ich kann immer für euch schwatzen, wir geben uns freuen, wenn sie sich beim Klimabudget auch verraschen geben und einfach 180 Millionen Euro drauflegen geben. Dem Azuko, dem Dario, dem Tarek und dem Amina hier das Schicksal als noch nicht stehen gemäßelt. Wir befanden uns elo Kipppunkt. Machen wir weiter bis elo, dezidieren wir uns für eine Welt von Gier, Krieg und Tod. Andere wir uns verhalten aber, bauen wir eine nachhaltige und friedliche Welt auf, an der kein Mensch mehr flüchten, verhungern und sterben muss. Imagine all the people living for today.